Casalla. 5 kölsche Jungs auf dem Durchmarsch. Sänger Basti, Sebi am Bass, Drummer Nils, Gitarrist Flo und Ena am Keyboard. Ihr Markenzeichen: rote Turnschuhe. 2011 gründen sie die Band und rocken den Karneval. Die kölsche Mundart kommt aber nicht nur am Rhein gut an. Schon ein Jahr nach Gründung schaffen es Casalla in die Charts. Versenke mal das Schiff, Pirate, wild und frei, dreh mal Kölle, ahoi, rette sich, wer kann mal länger. Am Freitag kommt Mir sind eins, Casallas 4. Studioalbum. Danach geht es auf Tour. Der erste Stopp ist aber schon heute. Bei uns im MoMA. Das könnte ja die offizielle Hymne der ARD werden. Wir sind eins. Ja. Basti, moin. Guten Morgen. Raffiniert gemacht. Ja, hat Nicht ja funktioniert. Wie geht's euch? Wie waren die letzten Wochen? Viel zu tun. Wir haben ja das Album jetzt fertig gemacht und diese Nacht wenig geschlafen. Aber natürlich aus einem wunderbaren Grund. Wir sind sehr aufgeregt. Am Freitag kommt ja das neue Album raus und ist ein bisschen wie ein Baby bekommen. Ja, ist das so? Also es ist euer 4., aber ihr seid da immer noch aufgeregt und wahrscheinlich auch sehr gespannt, was die Fans sagen, oder? Auf jeden Fall. Es sind ja immer neue Songs und man weiß ja nie, wie die ankommen. Also man schreibt halt und wir unterhalten uns natürlich viel, auch bandintern, und spielen das mal unseren Frauen vor oder im Management. Aber was am Ende die Leute draußen sagen, das kann man halt nicht vorhersagen. Aber es sind 18 Songs drauf. Habt ihr gedacht, komm, den haben wir auch noch drauf und den auch noch und... Es war halt tatsächlich einfach so viel Input da und wir haben gesagt, gucken wir mal, wie viel da so auf eine CD drauf geht. Und tatsächlich, mehr Lieder geht halt nicht. Und deshalb, wir sind sehr zufrieden. Ist jetzt, genau. Wir hören in eure Single rein, die wir gleich auch in einer wunderbaren Akustikversion hören werden. Habt ihr alle Fans zusammengetrommelt oder wie ging das? Habt ihr gesagt, alle komm, sind wir das machen- nicht. Ja, Mieses. so war es gar nicht gemeint. Erst jetzt ist es böse geworden. Nein, aber es waren alles eure Fans, mit denen ihr das gemacht habt? Oder? Wir haben das über unseren Fanclub dann gespielt, über Facebook Super. und haben gesagt, an dem Tag bräuchten wir euch und die waren auch da. Sensationell. Richtig gute Laune kommt darüber. Und jetzt macht ihr eine Tour ja nicht nur in Köln und im Umland, sondern ihr geht ja wirklich auch nach Zürich und nach Österreich. Und wie ist das so? Kriegt ihr die Hallen da voll? Wir sind mal gespannt. Es ist unser erstes Mal, dass wir außerhalb von Deutschland spielen. Und, aber der Vorverkauf sieht gar nicht mal so schlecht Ja? aus. Mhm. Aber habt ihr eine Erklärung dafür, dass die euch auch da lieben? Nicht so wirklich, aber was du gesagt hast, eben ist wahrscheinlich ein bisschen auch so dahinter, dass die Sprache dann tatsächlich da eher kein Hindernis ist, sondern vielleicht auch ein bisschen neugierig macht. Und wie gesagt, wir waren ja schon mal unterwegs und in Hamburg oder Berlin waren dann auch 800 oder 1000 Leute da. So richtig erklären kann man es sich auch nicht, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass die Leute auch außerhalb des Rheinlandes da reinhören. Siehst du dann auch manche so im Publikum blättern in deinem Buch, was du gemacht hast, Kölsch für Anfänger? Nee, aber wir hatten eine sehr nette Geschichte in Hamburg. Wir haben da gespielt und sahen 2 Punks im Publikum. Und nach dem Konzert sind wir hingegangen, haben noch ein Bierchen mit denen getrunken und hatten gedacht, die kämen irgendwie aus Köln. Nee, das waren echte Jungs da aus dem Schanzenviertel, Paulianer. Und die meinten, ich bin eigentlich nur reingekommen, weil in eurem Logo ein Totenkopf ist. Ich habe nichts verstanden, aber ich fand's geil. Also insofern, so kann es auch funktionieren. Nicht schlecht. Und wie es auch mit Fans sein kann, können wir uns mal angucken. Wir haben bei Facebook was gefunden. Könnt ihr gleich mal erklären, was da passiert ist. Weil ihr seid so viel und ich habe nur so ein Megafon. Würdet ihr mit uns zusammen singen? Schön auf die Schultern genommen. Ihr macht Stadt mit offensichtlich K. ein kleines Konzert Was im ist da passiert? Parkhaus. Das war bei einem Festival in Troisdorf diesen Sommer. Da ist eine Unwetterwarnung reingekommen und wir mussten halt mitten im Konzert Ach, wo es so ganz schön geregnet hat? Genau, da war halt irgendwie Unwetter und die Leute sind alle in so ein nahegelegenes Parkhaus gegangen, um sich da unterzustellen. Und unsere Garderobe war so in Sichtweite und wir haben immer gesagt, ey, guck mal, die ganzen Leute sitzen im Parkhaus, lass uns da hingehen. Das ist ja cool. Und da haben wir uns eine Gitarre und so eine Flüstertüte genommen und Aber sind einfach mal wie los. schnell habt ihr dann so ein Paddelboot hergekriegt? Das haben wir tatsächlich häufiger dabei, einfach weil unser Sebi sehr gerne übers Publikum sich tragen lässt. Aha. Und, Im Boot. Im Boot, genau. Der hat einfach Angst vor Sensationell. Stage-Diving. Ja, nee, das Anfänger. Nein. Wunderbar. Großartig. Wir freuen uns, dass ihr hier seid bei uns zur Quatschen frühen gleich Stunde. weiter und Genau. hören euch dann auch live auf der kleinsten Fernsehbühne der Welt.